Moin and welcome. Hello and welcome. This podcast is for motivated people who want to improve their Luxembourgish vocabulary, listening skills, and fluency by listening to compelling content. I'm Anne, your dedicated host and the driving force behind Luxembourgish with Anne, with a true passion for teaching my mother tongue since 2012. In this dynamic podcast, I'll share with you interesting short vocabulary lessons and topic conversations from level A1 to B1, and together we will build a strong foundation of the language you need to speak with confidence about everyday life topics. I also share exclusive learning strategies and insights for the Sprachentest oral exam. So join me on this exciting Luxembourgish learning journey. Bist du bereit? Are you ready? Moin und willkommen zu der letzten Episode für das Jahr. Und wir schwätzen heute über den Winter zu Lützeburg. So it's winter and I thought it would be the ideal opportunity to talk about the weather and the various traditional events we do in winter here in Luxembourg. And by the way, did you know that the seasons are a topic of the Sprachentest oral exam? And if your goal is to sit the language exam to acquire Luxembourgish citizenship in the upcoming month, then tune in. Bist du bereit für über de Winter zu schwätzen? De Winter. So as you can hear, this is a masculine noun, de Winter. And do you know how to say in winter? Yes, this is am Winter. Am Winter. How would you say in winter it is cold? Am Winter is it kaal. Am Winter is it kaal. Now let's start to talk about the weather. The weather is d'wieder, d'wieder. Wir schwätzen vierteist über d'wieder. To say how is the weather in Luxembourg in winter, you will say, wer ist d'wieder am Winter zu Lützeburg? Wer ist d'wieder am Winter zu Lützeburg? Annelo beschreiben ich kurz d'wieder am Winter zu Lützeburg ob Lützeburg und dann noch die Übersetzung. Am Winter ist es meistens regnerisch, gro und kahl. Es gibt ein paar Sonnenstich, aber meistens ist es bedeckt. Temperaturen bleiben oft unter 10 Grad, so zwischen -4 und 6 Grad. Let's break it down with English translation. Am Winter is it meestens regnerisch, gro und kaal. In winter it's mostly rainy, grey and cold. Et gin a paar Sonnenstich, there are a few sunny days, aber meestens is it bedeckt, but it is mostly cloudy. Temperaturen bleiben oft unter 10 Grad. The temperatures stay often under 10 degrees. So zwischen -4 und 6 Grad. So between -4 and 6 degrees. I continue with the description. Het is seelenluftig. Allerdings bläst a kahle Wand und het schneit hier und da. So, it is seelenluftig. It is not often windy. Allerdings means however. Allerdings bläst a kahle Wand. So, however, a cold wind is blowing. And it schneit hier und da. And it sometimes snows. So, to snow is pronounced in Luxembourgish schneien. Now listen and repeat after me. Schneien. And it is snowing is in Luxembourgish et schneit. Et schneit. Okay? Doch et schneit oft zu Lützeburg, es schneit nicht oft zu Lützeburg. And the snow is the Schnee. The Schnee. Do you hear the difference between the verb schneien, it's an I, and the noun, it's the Schnee. You have the A sound. For example, to say we had a lot of snow last winter is wir hatten letzte Winter viel Schnee. Good. So, and then
Am Winter geht Lützeburger auch gern an de Wandersport. Okay, de Wandersport hier means the winter sports. Beispiel. Wir gehen immer am Februar an de Wandersport für Ski zu fahren. So we always go to winter sports during vacation to skiing. Wir gehen immer am Februar an de Wandersport für Ski zu fahren. To skiing is Ski fahren. An de Wandersport gehen oder an de Wandersport fuhren to go to winter sports. De Wanter zu Lützeburg dauert 3 Monate, und zwar vom 21. Dezember bis den 21. März. December is filled, of course, with many traditions and events in Luxembourg. So am Dezember gehen et viel traditionell Feste an Evenementer zu Lützeburg. Zum Beispiel Niklostag oder Gläserschastag. Das ist den 6. Dezember. Okay? Donc, Niklostag, or you can say the Gläserschastag. Listen and repeat after me. Gläserschastag. Am Gläserschastag ist den 6. Dezember. War das Tradition? 1 oder 2 Wochen virum 6. Dezember stellen Kanner ofes hier Schlappen virum Schlafzimmer. A wann se brav waren, fanden se den nächsten Moien Säßigkeiten, Mandarinen oder Nüss an ihre Schlappen. Wann se net brav waren, kreen se entweder neicht oder eng Rutz. So, the historical custom is that a week or 2 before the 6th of December, children put their slippers outside their bedroom at night. And if they have been kind, they will find a sweet or chocolate or nuts or a mandarin inside their shoe the next morning. If they weren't kind, then they get either nothing or eng Rut. Eng Rut is a small stick or branch representing a switch. De 5. Dezember stellen Kanner en Teller virun Dir mat enger Mut an Hee fir dem Kläschen sein Irsel an e Glas Mëllech mat Kichelscher fir de Kläschen. So on the night of December 5th, children leave out a plate with some hay or a carrot for St. Nicholas donkey and a glass of milk and cookies for the man himself. And am meisten 6. Dezember fanden Kanner Spielsachen, Schokolade an Obst an Nüss Teller. Der 6. Dezember ist auch schulfrei für die Kanner, die an Primärschule gehen. So, and in the morning of December 6th, children find toys and chocolate on their plate. The primary school children in state schools also get the day off as a holiday. Ich wiederholen das ganz op Lützeburg. I think I repeat this whole description in Luxembourgish so that you practice your Luxembourgish listening comprehension skills. 1 oder 2 Wochen virum 6. Dezember stellen Kanner ofes hier Schlappen virum Schlafzimmer. A wann se brav waren, fanden se den nächsten Moien Säßigkeiten, Mandarinen oder Nüss an ihre Schlappen. Wann se net brav waren, kreen se entweder neisch oder eng Rut. De 5. Dezember stellen Kanner en Teller virun Dir mat enger Mut an Hee fir dem Kläschen sein Irsel, an e Glas Mëllech mat Kichelscher fir de Kläschen. Am meisten 6. Dezember fanden Kanner Spielsachen, Schokolade an Obst an Nüss Teller. Der 6. Dezember ist auch schulfrei für die Kanner, die an die Primärschule gehen. Gut. Und am Dezember fängt auch der Christmarkt an. Der Christmarkt ist der Christmas Market. Der traditionelle Christmarkt ist op der Plus. So we native speakers say the plus. In French it is plus dame, but some people say also the plus dame. I say plus. Donc der Christmarkt, der traditionelle Christmarkt ist op der Plus. Und auch bei der Gölle Fra.
Frau is the Golden Lady. Christmarkt ginnet viel Buden mat Christdekorationen, pur Attraktionen für die Kinder, und natürlich auch viel Iesbuden. So Buden as Stalls, Stands, und Iesbuden as Stalls als Food Stands, Food Stalls, ja. So, zum Beispiel mit Glühwein to warm you up, oder ein Kippsche Creme von der Mosel, ja. Und dann gibt es auch noch Lokalspezialitäten für Ziessen, zum Beispiel Grompere Kischelscher, Potato Pancakes, you know those big, of course, oder Linsenzopf mit Mettwurst. Linsenzopf ist Lentilsuppe mit Mettwurst, das ist eine luxemburgische Sausage. Und es kann ihn auch Raclette essen. Voilà. Now, do you know how to say Christmas in Luxembourgish? Hopefully you've said Christdag. Christdag. Okay? Donc, der 25. Dezember als Christdag. An Tradition zu Lützburg ist, dass wir ein Christbäumchen den 6. Dezember kaufen. Was ist der Christbäumchen? Well, the Christbäumchen is our Christmas tree. So, Bäumchen literally means a small tree. So, it comes from a Baum, and a Bäumchen is a small tree. So, even if you have a huge Christmas tree at home, we still say or call it a Christbäumchen. So, we would never say a Christbaum. We say a Christbäumchen. And the parents and the children decorate together the Christbäumchen, and we use the verb rösten. The Christbäumchen rösten to decorate the Christmas tree. Donc d'Eltern rösten de Bäumchen zusammen mit de Kanner. Let's move over to den Adventskranz. Have you heard this already? Den Adventskranz. So, die meisten Familien haben auch einen Adventskranz daheim. Sie machen den Adventskranz selber oder kaufen ihn. An was ist den Adventskranz? Ma ja, den Adventskranz ist aus denen echt gemacht und mit Feierkerzen dekoriert. Meistens Rotkerzen. An de feierten Sonntag 4 Uhr Christtag machen wir die erste Kerze und dann ein Kerz all Sonntag bis Christtag. So, den Adventskranz is made of pine branches with 4 candles, mostly red candles, donc meistens rot Kerzen. Ein Kerz, a candle, Kerzen, candles. And then the feierten Sonntag 4 Uhr Christtag, so on the first Sunday before Christmas, machen wir die erste Kerze un, so the first candle is lit, and dann ein Kerz all Sonntag bis Christtag, and then 1 candle every Sunday till Christmas. Das ist den Adventskranz. Und dann noch zum Schluss, so, was ist ein Lützeburger Christtag? So, also, was ist ein traditionelles Menü? Also, es gibt kein richtig traditionelles Menü, mehr hei also mal eine Idee, was wir normalerweise essen. Also, es gibt natürlich ein Entree, und als Entree gibt es oft ein Zopf. Ein Zopf, zum Beispiel ein Brit oder ein Hummerszopf. Und dann den Hauptplat aus meistens oder bald immer mit Fleisch. Das ist ein Dinde oder ein Fleischfondue oder Treipen erbauels mit Gromperen oder Püree oder Kroketten und dabei Gemüse. Und als Dessert gibt es natürlich ein Büsch, die traditionelle Büsch. Ein Büsch ist der Christmas Log. So, das war es für das Episode über de Winter. Lo hast du Vokabular gelernt über d'Wieder, über traditionell Feste, wie Christmarkt, Niklostag, auch Christtag, Christbäumchen, den Adventskranz. Und du weißt auch, was Lützeburger zum Beispiel für Christtag
essen. So, an ich wünschen dir lo schön Feiertag an einen guten Rutsch an dat night Jahr. So, I wish you Merry Christmas. We say schön Feiertag or schön Christtag. An einen guten Rutsch an dat night Jahr means and all the best for Happy New for the new year. So, wir hören uns nächst am Jahr 2025. So, next Jahr. Merci für das Nachlauschen. Adi.